Leute, ich muss jetzt mal etwas klar machen. Ich habe schon mehrmals Insta-DMs bekommen von Leuten, die sagen, dass sie sich vielleicht etwas nicht getrauen oder dass sie sich unwohl fühlen. Und ich glaube, wir alle kennen das. Egal, ob es ist, dass wir irgendwie einen Traum haben oder irgendwie etwas machen wollen und uns dann nicht getrauen, weil wir Angst haben vor den Reaktionen vom Umfeld, von der Schule, von den Lehrern, von den Eltern. Vielleicht auch, weil wir uns selber unsicher fühlen in unserem Körper, weil wir Angst haben, was andere Leute über unseren Körper denken. Dass wir vielleicht auf das reduziert werden, dass Leute Vorurteile haben wegen dem. Ich glaube, wir alle kennen das sehr gut. Ich habe gedacht, ich erzähle einfach mal kurz meine Geschichte. Zum einen hatte ich mega Angst zum Anfangen mit YouTube. Das war schon immer ein Traum von mir. Ich wollte das unbedingt wollen. Ich tue mega gerne Leute unterhalten, stehe gerne vor der Kamera. All das. Aber ich habe mich das niemals getraut. Einfach weil ich so Angst hatte, was Leute von mir denken. Wie meine Schule wird reagieren, mein Umfeld. Dass ich vielleicht noch mal gemobbt werden. Ich habe mir immer die Gedanken gemacht, was andere Leute über mich denken könnten. Es hat irgendwann einen Tag gegeben, wo mir das einfach auf einmal egal war. Hey zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier auf YouTube. Ich habe einfach gedacht, Alter, ich lebe eigentlich nur einmal. Das war schon immer mein Traum. Und als ob du dir jetzt wegen so dummen Kommentaren und Meinungen deinen Traum platzen lässt. Wenn du nie deinen Traum versuchst zu leben, dann wirst du es irgendwann bereuen und sagst, wieso habe ich es nicht gemacht? Wieso habe ich es nicht probiert? Und ja, ich bin am Anfang ausgelacht worden, dass ich angefangen habe mit YouTube. Man hat mich nicht ernst genommen. Man hat hinter meinem Rücken geredet. Leute haben über mich gelästert, die ich als Freunde betitelt habe. Und wisst ihr was? Heute sind das die Leute, die mir in den Arsch kriechen. Die Leute, die jetzt Respekt vor mir haben. Klar, vielleicht gibt es immer noch Leute, die mich jetzt auslachen, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo mir das völlig egal ist. Aber ich bin ehrlich, ich bin sicher nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin jetzt komplett selbstbewusst und mir ist völlig egal, was andere Menschen über mich denken. Ich weiss ja nicht, ob das jemals der Fall sein wird. Aber ich glaube, uns geht es allen genau gleich. Ich bin ein paar vielleicht mehr, ich bin ein paar vielleicht weniger. Aber wir alle haben diese Gedanken, was andere Menschen über uns denken könnten. Und das finde ich so schade. Selbst wenn wir ein mega nice Outfit haben, getrauen wir uns nicht, um das in die Schule anzulegen, einfach weil wir Angst haben, wie die Leute reagieren könnten. Ich habe mich damals kaum getraut, geschminkt in die Schule zu gehen, weil ich Angst hatte, dass Leute irgendetwas sagen. Genauso war es bei mir, als ich Gymnasium gemacht habe. Ich war ein Durchschnittsschüler, ich war nie wirklich speziell gut. Vielleicht so einen 4,5 Schnitt hatte ich, wenn überhaupt. Aber Leute, ich hatte einfach den Willen. Ich wollte einfach ins Gymnasium. Und ich habe gelernt und gebüffelt und gemacht. Auch mein Lehrer hat mir damals gesagt, ich werde die Gymnasium-Prüfung nicht schaffen. Und Leute, ich bin fucking dumm, aber ich bin gleich im Gymnasium. Ich bin sogar die Einzige von meinem Jahrgang, die die Gymnasium-Prüfung schriftlich bestanden hat. Und was ich damit sagen will, hört nicht einfach immer auf die dummen Kommentare. Verschwendet euer Leben nicht immer nur andauernd mit dieser Angst, was andere Leute über euch denken könnten. Was bei mir auch war, ich habe sehr lange gekämpft gegen meinen Körper. Ich habe mich dick gefühlt. Ich habe mich mit anderen Models verglichen. Und vor allem, ich hatte extreme Angst wegen meiner Oberweite. Ich habe mich so unwohl gefühlt, einfach weil ich mich andauernd verglichen habe. Ich habe mehrmals Kommentare bekommen wie Flachland oder die ist flacher als Holland. Und ja, genau das sind die Kommentare, die man so zu Herzen nimmt. Gerade wenn man selber schon Angst hat und die dann genau durch so Kommentare bestätigt wird, macht es einem fertig. Ich habe mich nur noch aus dem Haus getraut, wenn ich den fettesten Push-Up des Lebens getragen habe. Ja, und ich meine das ernst, auch im Bikini. Ich hätte mich sonst niemals getraut, in die Body zu gehen. Oder irgendwie mich so zu zeigen. Und auch da bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich 100% sagen kann, dass es mir völlig egal ist, was andere Menschen über mich denken. Ich glaube, wir alle haben auch schon so Kommentare gesehen, egal ob auf Insta, TikTok, YouTube, egal was, wo Leute einfach über das Aussehen urteilen und irgendwas kommentieren, einfach nur, weil sie anonym sind. Egal ob sie schreiben, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu gross, du bist zu klein, du hast das. Und genau so ein einziger Kommentar kann so hart treffen. Aber genau so Leute, die das schreiben, haben keine Ahnung von eurem Leben. Selbst wenn es eure Klassenkameraden sind oder irgendwie jemand, der euch näher steht, der euch das sagt. Kein Mensch kennt dein Leben so gut wie du selber. Und kein Mensch hat das Recht, dir die Freude oder das Selbstbewusstsein von irgendetwas zu nehmen. Egal, ob sie dir sagen, du schaffst das nicht, du bist zu dick. Das ist peinlich. Wieso machst du das? Wir sollten eigentlich alle einfach unser Leben leben. Und einfach auf so Meinungen schiessen. Weil schlussendlich können wir es nicht allen recht machen. Und das müssen wir auch nicht. Solange wir selber glücklich sind, ist das doch eigentlich das Wichtigste. Leb dein Leben nicht wegen anderen Kommentaren und anderen Meinungen, sondern leb dein Leben nach deinem Traum.